Wann wir Frauen, zu Wort hat Gott uns gemerkt. Wir seien Verken, dass Gott hat uns gemerkt, dass wir keine Gemeinschaft sein mit ihm. Und Gott hat uns gemerkt, dass wir ihm anbeten. Und ein von den Dingen, was ich gleich von der Bibel reden, ist, dass wenn einer ein Buch nehmen wird, dass wir in 5. Mose sind, wir gehen bis zu der nächsten Lektion, wir gehen in nächste Chapter, und was einmal den Thema in dem Chapter ist, dort ist, was ich anreden will. In diesem Thema von Anbetung ist ein Thema, was wir als Christen sollen verstehen. Was meint das? Und warum das wichtig ist dass das Wort Gott uns gemerkt hat. Gott hat uns gemerkt, so dass wir keine Gemeinschaft haben mit ihm, und dort wir am anbeten können. Und durch dort können wir dort wird kriegen, für was Gott uns gemerkt hat. So was ist Anbetung dann? Anbetung ist uns Hort handeln für Gott. Uns ansein für wer wir sind und dann Gott loben für wer er ist. Ich glaube, Psalm 29 sagt uns ein Bett, was die Anbetung ist. Psalm 29, erste 2 Versen sagt es das. Bringt den Herrn, je wollt je. Bringt den Herrn ihr in Kraft. Gebt dem Herrn, der seinen Namen trifft. Kommt herrlich in Strom, den Herrn anzubeten. So, hier sind 4 Dinge, was uns klar sein wird, was die Anbetung ist. Üschlich sagt, dass wir sollen, bringt den Herrn die ihr in Kraft. Wir sollen Gott ehren. Wir sollen loben, für wer er ist. Und wenn wir eine Trouble haben, Gott anbeten, ich glaube, der Trouble ist, dass wir verstehen nicht, wer Gott ist. Wir kennen Gott nicht. Wir sind nicht Gott, unseres er wirklich ist. Und wir haben ein kleines Ansein von Gott, dann wollen wir eine schwere Zeit haben am Anbeten. Aber wenn wir sein, wie groß uns Gott ist, wie leiftolig er ist, wie gut er ist, dann wollen wir am ehren. Wir wollen sein, wo wir sind, und wir wollen sein, wer er ist, und dann wollen wir am ehren. Und dann, wie das sagt hier, gebt den Herrn, der seinen Namen trifft. Port von Anbetung, das soll sein, dass wir erst verstehen, wer Gott ist. Wenn wir wissen, wer Gott ist, dann wollen wir am Wellen anbeten. Der letzte Port sagt, kommt herrlich. Wir sollen uns hingeben, wir sollen herrlich sein, das meint, wir sagen uns ein Port für Gott. Dort haben wir ein Port von dort erst, wir uns reinigen, dort wie Gott leben, dort wir uns Leben sterben, mit was Gott will, aber wir sagen uns ein Port, dort uns Hort bloß erst für Gott. Und dann das nächste ist, wir kommen Strom nach Gott. Was meint dort? Dort meint, wir geben uns Bastet. Das ist nicht genug, dass wir uns Gott bis ans Aufgang geben. Wir sollen uns Strom mit. Und der Weg zu sein, uns Bastet soll wir Gott geben. Dort, was wir sind, dort Bastet, was wir sind, soll wir Gott geben. So mit dort, werden wir eben gehen, nach unserer Schrift steht von der, und das ist in 5. Mose Kapitel 12 und 13. Wir wollen die Verse nicht alle durchgehen, aber wir wollen sein Wort lernen, diese Chapters für uns, oder dass wir dort können verstehen, was die Anbetung ist. Wir fangen in Kapitel 12 an, und er fängt an, und er sagt, das ist, was ich lernen darf, der erste Vers. Und im 4. Vers lehrt er, dass die Israeliten, wenn sie in nicht Land angehen, sie sollen dort alles durchbrechen, was die erst wäre, so dass sie würden bloß Gott anbeten. Das sagt es im 2. Vers. Wenn die Ersten die Völker rütgehen, sie sollen unbedingt die Städten verdorben, wo sie ihre Jätter dienen. So als ob ihre Hügelbäume, ob ihre Lehrbäume und unter jeder grünen Baum. Sie sollen die ihre Alturen durchbrechen und ihre stille Steine durchrieten.
Je zullen erste jetta verbrennen en afbeelden van jetta doorhaken. Je zullen de nummers van de jetta uitroden. So, das ist vielleicht eine Stadt, wo wir würden sagen, wenn wir an Anbetung denken, dann, wie man für einen Anfang, ist der Anfang. So, wie anfangen dann, mit Gott anbeten, wie man nochmal dort, was du alles für uns Leben rübernehmen. Das sind Dinge, die uns hindern wollen, dass wir nicht Gott können anbeten, das wir sollen. Du wollen welche Dinge sein, die uns ein Stich sind. Du wollen welche Dinge sein, die uns zurückholen wird. Und wir sollen die Dinge, und die Israeliten sollen die Dinge rübernehmen. Und woran Gott das sein wird, ist dort Wunder, was ist, besieht Gott, was uns hart will tragen, weg von Gott, da wird uns immer hindern. Ein Ding, was meine Frühferien sein wird, ist, wenn ich wo gehe oder fahren da, ich sei alles. Wenn ich fahren da, ich kicke fair weg, aber meine Augen, die sind alles, was besieht mich ist. So erst, wenn wir im Leben sind, wir haben unsere Augen an Jesus. Wir fahren fair weg. Aber das sind Dinge, besieht uns, was wir sein tun. Und wenn wir nicht abpassen tun, die Dinge wollen unsere Augen von Gott wegnehmen, dass wir wollen zu Sieg fahren. Und so wieder mit den Israeliten, sie sollen alles durchrieten, sie sollen alles zwei merken, durchbrechen. Und das ist nicht, das ist hier sehr klar. Sie sollen das nicht nachgestehen. Wenn du ein Aufjäger wirst, sie sollen nicht daheim gehen und probieren, dass der Feind der Hauen das Mehrlich in eine Ewigkeit bringen. Sie sollen das zwei brechen, das vernichten, dass das ganz zwei wird, dass sie würden nicht zurück gehen. Und dann der 4. Vers sagt Moses, dass sie sollen nicht Gott anbeten in seiner Weiches, was die Völker Rama ernten. Er sagt, ihr sollen den Herrn, den Gott, nicht so anbeten, als die Völker ihre Jetta deuten. Wenn die Israeliten von Ägypten rückkamen, sie brachen mit Ernst ein Verständnis, was die Welt schaffen leiden. Und sie hatten in ihr Verständnis wegen, Gott hat noch nicht gesagt, wo sie sollen Gott anbeten. Was sie wussten, als wo die Ägypten ihre Aufjäger anbeten leiden. So Gott sagt hier, da wird nicht so, dass die gelehrt haben. Da wird nicht so, dass die Ägypten dort leiden. Ich will ihnen sagen, wo sie mich anbeten sollen, und da wird nicht so, dass die anderen tun. Und dann sagt wieder in der 5. Vers, dass Gott wird einen Platz geben, wo sie würden am anbeten. Sie sollen nun eine Stadt gehen, die der Herr Gott von in alle jene Sturm wählen wird. Du wird hei wohnen, und du sollst je am anbeten. Hier ist eine Wahrheit in dieser Vers, was die ganze Bibel ist. Mit Gott ist du bloß eine Weg. Du seid nicht mehr Weg, du bist erst bloß eine Weg. Und für uns Christen, du hast bloß eine Weg, wo wir Wiederredung kriegen. Gott will haben, die Israeliten sollen bloß in einer Stadt anbeten. Und das ist auch interessant. Er sagt nicht, sie wollen jede Stadt wählen. Wenn jede eine Stadt gut ist, dann dort zu sie sagen für mich. Gott sagt, ich will eine Stadt wählen, und dort ist die Stadt, wo sie wollen mir anbeten. Und hier sehen wir, wo Gott in Plan hat. Gott fängt an, er sagt, ihr habt eine Stadt zum Anbeten. Das ist meine Stadt, wo ich ihnen geben werde. Und dann würden sie mit einem Tabernakel anfangen. Und dann würde es eine Platz sein, da würde der Tempel sein. Und dann später würde Messias kommen. Und dort wird gebraucht für Jesus. Erst das selbe Wort, was die Hebräer würden verstehen haben, das Tabernakel. Jesus wird den letzten Tabernakel sein.
Durch Jesus wird Gott mit den Menschen leben und wohnen. Jesus ist nicht ein Platz, aber Jesus ist der einzige Weg, wodurch wir die Gemeinschaft haben mit Gott. Und dann wieder, wenn Jesus nie im Himmel niemals schlupen wird, das ist der einzige steht als armer Opfer uns. Wo immer wir sind, wir brauchen nicht nur einen besonderen Platz vor, aber wir wollen durch einen Weg nach Gott reden. Und Jesus, der schläft niemals. Wenn wir Tag 2 danach nicht schlafen können, wir können beten. Wir können Gott loben, für wer er ist. Wenn dort heute über Tag ist, nur Mittag und Tag 1, und vielleicht, wir sind nicht so, was alle Mittagstuppen holen, Jesus hält niemals Mittagstup. Wir können am Arme anrufen, Arme anbeten, und er wird uns Arme hören. Diese Stadt wird sein, wo sie würden ihre Opfer und Brandopfer bringen. Aber da wird auch eine Stadt sein, wo Menschen würden taub kommen. Und wir haben über die letzten 2 Jahre gesehen, wie wichtig das ist, dass Christen taub sammeln. Und das ist nicht einmal mehrliche was, dass wir alles ist eine große Gruppe sind, taub gekommen, aber ich habe mit vielen mit geredet. Und ihr habt geredet, wo ihr habt mit 1 oder 2 paar Lied taub gekommen. Und dann taub Gott sein Wort studiert. Und taub der Botschaft sein. Und die deuten taub sammeln. Eine steht, wie ihr gemerkt für die Israeliten, da würde die Menschen taub kommen. Und nun, wenn wir hier in das Network taub sammeln, dort ist eine Weg, wo Gott uns taub holen wird, dort wir die Gemeinschaft haben und die Einigkeit haben, was er uns geben will. Und dann der nächste Part, der 8. Vers sagt, wie sollen die Israeliten so nicht mehr tun, so ist dort gefallen deuten. Der 8. Vers sagt, dann soll je nicht mehr an jeder so tun, als arm dort recht sitzt, so als je nie tun. Dort ist nicht, dort wie bloß Gott kann anbeten. Dort ist nicht genug, dort wir können Gott anbeten, kriegt es uns dort jankern dort. Gott hat eine Weg. Und wir können nicht bloß tun, mir jankert das dort, das wird ich feiern da, da muss einmal stemmen, aber was die Bibel uns lernen dort. Ja, muss hier sein, dort ist mehrlich, zum Jesus, zum ein Aufgott merken, ein Aufgott. Und das ist nicht, dass Jesus ein Aufgott ist, aber wir stellen uns ein Bild von wer wir wollen haben, Jesus soll sein. Wir stellen uns dort an, dass wir wollen haben, er soll sein. Und dann ist dort den Jesus Christus, was wir anbeten. Und dort ist nicht der Jesus Christus, was er wirklich ist. Wir brauchen bloß den Namen Jesus. Wir können uns nicht so ernst stellen, als wir dort wollen. Dort muss stimmen, mit wer Gott ist. Und an dieser Stadt wird sein, wo sie würden taub kommen und sie würden Gott loben, würden am anbeten. Und an der 7. Vers gleich sei in jene Familien waren jene Freien. Weißt ihr, dieses Mennoniten, wie sagt noch mal, dass wir vielleicht, wir tun uns nicht lassen, zu sehr leicht abreden. Wir gleichen dort alle jetätlich, aber weißt ihr, Anbetung ist ein Ding, wo wir uns durch freien sollen. Das soll Schein gehen. Wir sollen freundlich sein. Wir sollen nicht rumgehen mit einem langen Gesicht, dass wir Gott anbeten sollen. Wir sollen uns freuen. Das soll Schein gehen. Und das ist ein Ding, was ich gleich sage, von wo wir eine Gruppe sind. Wir brauchen nicht trühen, dass wir hier in der Kirche sind. Wir können uns freuen, dass Gott uns geraten hat, dass er uns gut ist. Und dann mit Frieden am Anbeten. Und das ist Anbetung ist ein Ding, was die ganze Familie wird tun. Und das wird auch anders ist, was die Völker andeuten. Die Völker würden mit Furcht für die Erde auf die Erde kommen.
Sie würden anbeten wenigstens. Sie wollen haben, dass die Aufjäger würden nicht strafen. Sie dachten, wenn sie würden dort Kragreich tun, die Aufjäger anbeten, den Krag der Rechte wachen, dann würden die Aufjäger sind nicht mehr Ohren. Die würden nicht mehr unter die Gewalt und die Wut von den Aufjäger sein. Aber Gott sagt, kommt nur mir mit Freien. Und dort können wir bloß tun, wenn wir Gott reich ansehen, wir sehen, dass er uns gut ist und dort wir uns freien tun. Und dann sagt er bis in Klima, er redet ein bisschen wieder in Kapitel 12 von Fleisch eten. Er sagt, dass sie sind frei, zum Fleisch irgendwo eten, wo sie wollen. Und dann bei den 16. Vers sagt er, aber ihr sollen nicht das Blut von einem Tier eten. Dort soll ihr ab ihr jagen aus Wutter. So sie können das Fleisch eten, kriegst du sie wollen, aber die Juden sollen nicht das Blut eten. Und warum? Das Blut wird zu sie gesagt, wird heilig, wenn dort wir dort, was Gott will, es ein Symbol brauchen, wo er ihre Sünden bedecken kann. Die Bibel lehrt uns gleich durch, ohne das Blut ausgegoten wird, als es keine Vergebung für Sünde. Und da wir das Blut sollen sie nicht eten, wenn dort wir ein Port gesagt für Gott. Und das war eine Wahrheit, ein Krax eine Wahrheit, wo der Tempel wie ein Vorbild für wo Jesus wird eine Stadt sein, eine Wahrheit sein, wo wir Gott würden anbeten. Das Blut, das Opfer, dort wird Blut gewendet wir, dort wird Sinn vergeben, als ein Vorbild, wo Jesus Christus wird sein Blut ausgeben, für unser Sinn, so dort wir können vergeben sein. Und dann der 13. Vers, die erste Vers, oder 13. Kapitel, die erste Vers, sagt er, seid vorsichtig, dass ihr alles behalten, was ich euch abgebe. Ihr sollen durch nichts bedonen und nichts davon zu sie sagen. Wir sollen nichts von der Bibel rücknehmen und wir sollen nichts zu der Bibel tun. Wir würden sagen, aber ich kann noch niemals was in der Bibel durchstehen, dass das nicht Part von der Bibel ist. Oder wir würden sagen, ich kann noch niemals was von der Bibel rückgenommen. Aber wenn wir einzelne Sätze merken, dann, einzelne Sätze halten dann, wie dort Krag einteilen, mal was die Bibel lernt, dort erst dann Krag so, was wir würden was in der Bibel schreiben. Da kann keine Satz sein, keine Ordnungen, was wir merken dann, was Hecher oder Krag equal ist, mit was die Bibel lernt. Oder wir können nicht sagen, das ist mir nicht ganz passend. Ich weiß das in der Bibel, Gott hat das gesagt, aber ich will das nicht ausleben. Dort als Krag so ist, wann wir würden dort von der Bibel nehmen. Wir sollen uns Leben ganz anstellen, dort es ganz stemmen wird, mit was die Bibel uns lernt. Und dann das ewige 13. Kapitel redet er wieder. Weil wir sollen aufpassen, dass wir wollen uns nicht verleiten von den Aufjäger, die Ramme entwirren. Sie sollen aufpassen. Deint den Herrn, den Gott, nicht so aus der Jäger deinden. Wegen sie eiven alle abschaltige Sitten. Und den Herrn, den Gott, jängen an sind. Die opfern sogar ihre Sehns und Dachen in 4 für ihre Jätter. So wird Moses hier von reden, als dass wir ein Aufgott, was sie anbeten deuten, und dass wir Moloch. Und wenn ihr den Klimat kennen von Moloch, haben wir ein Aufgott oder Verlangen deuten, dass die dort leben deuten, dass Moloch verlangt, dass sie würden ihre Kinder in 4 schmieden, das ist ein Opfer. Und wenn wir dort lesen und verstehen, was sie deuten, und so dort grasen. Ich glaube, dass weniger und meist niemals was so übel passiert, es wird diese Völker deuten, wenn sie Moloch anbeten deuten. Jetzt wird da wieder verstehen kann, sie mögen dann von Isa, mögen sie vielleicht in Ball oder in ein anderes Tier, in der Arms, die werden sie steht.
und dann bären wieder 4 und dann schmeißen sie das Kind in den Arms, dann rollt es in 4 Nähten. Und wir können uns vielleicht ein klein bisschen verstehen, wo dort so jung an wir, von wer Gott ist. Gott sein Hort erst für Kinder. Gott sein Hort erst dort alles, was er gemerkt hat. Besonders, wenn er Kinder gemerkt hat, dort die Ehe gejeft wird, was treffen wird. Wir sagen, das würden denk sein, was die Israeliten würden mit kämpfen. Sie würden ihre Augen nicht an Gott halten. Wir sagen, ersten König, dort Salomo fangen an, diesen Gott auf Gott anbeten. Der König Ahaz, in 2. König, Kapitel 16, sagen wir dort, er gab ein von seinen Sehens noch Malak. Und dann wieder, sagen wir Manasse, König Manasse von Juda, gab sein Sehen noch Malak. Und dort ist in 2. König, Kapitel 21. Und so wieder sind da viele Städte, wo die Israeliten, die jagen sich an, um diesen Aufgötter anbeten. Wir würden dann so vielleicht so denken, wo können die Israeliten so dumm sein, dass sie würden, was Gott sein wird, dass sie würden von Gott weggehen, nur ein anderer aufgeht. Und wenn ich das studieren da, und wenn sondern was das studieren da von Leben, besonders diesen Thema, sie sagen, dass es nicht, dass die Israeliten Gott auf sein werden, die Gott wird sich offenbaren werden. Das ist nicht, dass sie gingen ganz oft von den Gott. Sie sagen, wo die Jette Ramme erntet, oder die Völker ihre Jette anbeten, Ramme erntet, sie dachten, dort würden die Ferne weich sein, wo wir würden keinen Gott anbeten. Und dann nehmen sie dort. Und sie dachten, durch diese Weich, wo wir uns Gott anbeten. Aber Gott hat eine Weich. Gott hat uns gesagt, wo wir sollen am anbeten. Wir sollen das bloß Gott seine Weich tun. Und dann wieder in das 13. Kapitel sagt er, wo sie sollen abpassen für falsche Propheten. Und das ist ein Thema, wo wir viel von lesen in dem Neuen Testament auch. Davor sagen, wenn du ein Prophet oder einer, der einen Traum utleicht, manchen kämpft und der jünt ein Teken oder ein Wunder jaft, aber du ein kleines abgehen. Ich glaube, das ist fertig, dass wenn wir sein in einer Person, was Wunder tät, wir sagen, oh, Gott hat den Sehen gegeben, der muss von Gott sein. Gott hat den Go gegeben, der kann fan reden, der kann fan Dinge utleihen, der muss von Gott sein. Aber wieder sagt er, und sogar, wenn die Teken oder Wunder, was er jaft, dann rumkommt, und er dann sagt, weil wir nur einen anderen Gott gönnen, und den deinen, sondern uns je nicht Eier gekannt haben, dann soll je nicht nur den Prophet oder dem, was der Traum dienen det horchen. Der Herr Gott, prof jünt du mit auf, so zum Seinen, auf jeden Herrn Gott mit dort ganzes Hort und mit der ganzen Seele Gott sein. Die sollen auf den Weg gehen, den der Herr jünt Gott jaft und vor haben. Die sollen seine Geboten haben und sein Wort horchen. Die sollen arm deinen und jünt und arm halten. So wo kann wir sein, wo oder was in Prophet sein wird, wenn dort stammen wird. Wir sollen uns nicht hauen an seine Wunder. Wir sollen uns nicht hauen an seine Gaben, was er hat. Wir sollen sein, was er sein wird, stammt dort, mit was Gott gesagt hat. Ich glaube, wir als Christen würden viel besser auf sein, wenn wir würden lieber an dort gehen, als wo Gott in Menschen reden kann. Dort ist besser,
so zu sein, im Prediger horchen, was schlecht reden kann, aber bei der Wahrheit ist. Es so eine horchen, was ein sehr von reden kann, viel wunderhaft, viel govenhaft, aber nicht bei der Wahrheit sein. So, wenn wir die Wahrheit utsehen, wenn wir sein, wenn ein Mensch sagt, er redet an Gott sein Hoven, dort er oder sei bei der Wahrheit bleiben wird. Und dann sagt er auch, dort so eine Wort sein, dort sei an Gott sein Hoven reden tun, sei sollen die Israeliten umbringen, sollen dort merken. Das erste Vers sagt, oder so ein Prophet oder ein Mensch wird seinen Traum utleich, soll je umbringen. Ich glaube nicht, dass erst eine Vers wird, wie ganz krank so sollen utleben nu. Wenn du ein Prophet erst wird nicht reicht, das ist nicht in dem Alten Testament Zeit. Aber wie kann sein, was Gott sein Hort ist, für so eine Wort nicht bei der Wahrheit bleiben? Die Israeliten sollen das ernst nehmen. In Jakobus Kapitel 3, die erste Vers, sagt, denkt nicht an, Lehrer zu werden, meine Brüder. Denkt an, dass Lehrer werden strenger von Gott beurteilt worden. Wenn eine Person ein Lehrer ist, sie sollen das ernst nehmen. Wer ein Lehrer ist, der wird strenger von Gott behandelt. Was Gott verlangt, von seiner Wort an sein Hoven reden wird, ist hoch. Und sie sollen das ernst nehmen. Und dann der 7. 8. Vers sagt, wann Familie dann auch ein falscher Prophet nur fallen tun. Die sollen nicht die nur fallen, wenn sie Familie sind. Ich glaube, für viele von uns ist das vielleicht ein Ding, was wir verstehen können. Ja, vielleicht eine Schwester oder was Familie, was nicht in der Wahrheit leben tun. Was vielleicht so zu sein, nicht Gott kennen tun und jenen Gott schaffen tun. Wir sollen nicht bloß ernten nur gehen, dort annehmen, was sie tun, dort utleben, was sie utleben, bloß wegen sie ihre Schwester sind. Wir sollen bei Gott bleiben und bloß bei Gott bleiben. So, wo sollen wir dann uns Hort für Gott holen? In Epheser Kapitel 5, der alte Vers sagt, haben nichts zu tun, mit anfrachtige Worten, die von in Düsteren kommen, statt der Leiber fern Dach. So wie hat so weit geredet, und bloß an Wort wie sollen weich bleiben, von Wort wie sollen weich bleiben, und auch wir sollen bloß uns hingeben an Gott. Wir haben nicht geredet, gesagt, Wort wie sollen tun, zum Gott anbeten. Und ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, dass das sind diverse Dinge, was wir können tun, wir sollen tun, wo wir Gott anbeten. Das ist durch Gesang, das ist durch Beten, das ist durch Wied, Brücken, dort Gott loben tun. Aber was wir tun zum Anbeten, ist lange nicht so wichtig, ist, dass uns Hort ganz hingegeben ist zu Gott. Wenn uns Hort ganz hingegeben ist zu Gott, dort ist der Anfang. Wenn dort du ist, dort wird rauskommen von dort, wo reich und herrlich sein. Aber wenn unsere Augen an Wort ordnet ist, wenn wir Jesus in die Kirche kommen und wir wollen Gott loben und preisen für was er tut und was er ist und was er getan hat, wo unsere Gedanken selbstwohl sind, vielleicht sind sie bei dir geschafft, vielleicht sind sie bei wo unsere Trouble sind, vielleicht sind sie bei unseren Glauben, was wir wollen, vielleicht nur folgen. Wenn unsere Gedanken nicht bei Gott sind, dort ist die echte Anbetung. Aber wenn wir Gott krank sein, für wer er ist, und alle Gedanken, die nicht stimmen dann mit Gott, zu sehen sagen dann wo wir die rechte Anbetung haben.
Dann ein kleines Bild von Kapitel 16. Wir sollen Gott nicht anbeten, dass die Ohren Gott anbeten dann. 5. Mose Kapitel 16, 21 bis 22 sagt es dort. Wenn ihn ein Altar an den Herrn ihn Gott abstahlen, sie sollen du nicht ein erster Pol besiegt stahlen. Stahl doch keinen Stein ab, den je anbeten oder deinen wollen, sondern erst den Herrn sei jenen an. So was Moses hier lernt, ist, dass wir sollen nicht dort taub mixen, Gott anbeten, man aufjagt anbeten. Klein mit verstehen, was er hier meinen, ist ein erster Pol ist, dass wir in Ding, was sie abhängen, dort wird ein Beweis sein für die Aufgabe Asher. Und was Asher wir, es sei wir ein Aufjagd, was dort Eva seinen deit, mit Sex und dort Frucht bringen wird. So in der Weise, was die Israeliten würden tun, wenn sie würden den Altar abstellen für Gott und dann besiegt in Ascherpol haben, es sie würden so sein, nicht erst uns Gott, der wird sich befreien, wir würden kein sein mit dieser Hörer und dadurch wird Gott das Land sehnen. Und wie kann dann sein, wo das so jeng an wir, was jengen Gott. Ich glaube für uns, was ist das, was wir daraus nehmen können? Wir können das nicht mixen. Uns Hort eine Gott geben, und dann Charakter besiegen, Altur abstellen, nur was einmal wir wollen in uns in das Leben haben. Wir können nicht die Sinnen holen und eine sieht, du ein Altur haben, ein Charakter besiegen, proben für Gott zu leben. Du hast bloß Riemen ans Leben für ein Altur. Du hast bloß Riemen ans Leben für eine Anbetung. Und das ist ein Hort und ein Leben ganz handgegeben zu Gott. So ich weiß nicht, wo je von dir mit Gott stehen dann. Ich will uns von dir ermutigen, wer wir die Altur und alles, was verordnet ist, was Gott von uns verlangt hat, wer wir die Altur durchrichten, wer wir dort zu sehen hatten, dass wir bloß einen Weg haben, wodurch wir Gott anbeten dann. Wer wir schließen mit einem Gebet. Jesus Christus, wir sind dankbar von dir, dass wir kein Kopf kommen. Wir haben dir Gesang, Lob. Wir haben dir beten, haben wir dir angebeten. Und Gott, ich bete, wir wollen nicht Menschen sein, die bloß bütterlich die anbeten tun. Aber uns Hort wird ganz handgegeben sein und die. Da in uns Hort, da wird nicht ein Altar sein für die. Und an dieser Altar für das und für dort und für dort. Aber da wird ein Trauen in uns Hort sein. Du hast Ruhm für bloß ein Kenny habt den Trauen und hei als Jesus. Wie sonst Gott, wo wir kort kommen, so dass wir können ganz abgeleint sein für die. Wir beten das in Jesus' Namen. Amen.